Aber Gasoline ist so, was sehr gefährlich ist. Wenn wir dort anstecken, dann, dort bloßt ab. Das ist sehr, sehr viel Kraft in Gasoline. Und wenn wir Kinder werden, wir fangen uns Gasoline nach dem Spiel wie du mit. Und das ist sehr leicht, dass wir uns brennen mit du mit. Bei dem Gasoline ist sehr viel Energie. Und wenn wir dort all auf einmal verbrennen, dann hat ja eine große Flamme, große Feuer, und das ist sehr gefährlich. Aber da kriegt das selbe Kraft, und was in dort Gasoline ist, wenn wir dort in eine Kohle jeiten, dann kann die Kohle lang driven. Und ich glaube, wie es Christen kann du ein Beispiel von nehmen. Viele von uns sind, wenn wir an Jeist denken, dann wir sind dort heran, wir wollen dort sein, wo der Jeist eine große Arbeit hat. Und das ist auch wichtig. Das ist sehr wichtig, dass wir sein, wo der Herr Jeist eine große Wunder hat. Weil ich glaube, was doller wichtig ist, dass wir stellen uns an, wir merken uns rein, dass der Jeist, was in alle Christen ist, uns jeder Tag driven hat. Dass wir lassen uns leiden, dass wir lassen uns driven von dem Herrn Jeist. So von der werden wir sein, was hat der Jeist in uns, wann wir wahrüber Christen sind. In dem Buch in Galata haben wir sein, wo wir sollen frei leben von der Gesetz. Gott hat uns frei gemacht von der Gesetz durch Jesus Christus. All wie Jesus Christus kennen, und ich glaube, das ist sehr passend für uns, das Mennoniten, all wie Christus kennen, viele von uns werden verbunden nur der Gesetz. Wir folgen uns dort, wann wir wollen Gott den Frieden merken, wir müssen die Gesetz perfekt haben. Aber wir werden Sklaven. Nicht bloß zu der Gesetz, aber der Sinn, was das Gesetz offenbaren hat. Und nun sehen wir in Kapitel 5 und Kapitel 6, der Port, wo das praktisch ist. Wo soll wir das ausleben, der Lehre, was Paulus uns geben hat. Wir wollen von dir sein, wir sollen nicht im Gesetz wandeln, wir sollen nicht in Fleisch wandeln, wir sollen lieber in der Heiligen Geist seine Kraft wandeln. Dann von dir in Kapitel 5, da sagt hier in der Vers, was ein Kapitel. Führt den Satz hier an, er sagt, wandelt im Geist. So, was meint er hier? Wir sollen im Geist wandeln. Er redet nicht von physisch gehen oder er redet nicht von unseren Beinen. Er ist ein Beispiel, wo wir uns Leben sollen anstellen. Er braucht hier ein Beispiel. Und das Beispiel ist das. Wir sollen in Staub bleiben, mit was der Geist in uns steht. Und zum Beispiel, je werden befreit sein, wenn je taub gehen mit ihrem Partner und je eine Vertal haben, die machen selben Staub haben, selben Speed haben, dass die taub wandern dann, dass die spazier bleiben wird. Und je weiten, dass auch viel hecher sie als meine Frau Christina. Da ist eben eine Show, Unterschied zwischen, wo hoch wir sind. Und wenn wir würden taub wandeln, wenn wir taub wandeln, wir müssen schon merken, dass wir in der selben Speed gehen. Und so ist es auch mit dem Geist. Wenn wir wollen haben, den Geist so uns leiden, dass wir von Geist gelehrt werden, wir müssen sein, dass wir in Staub bleiben mit dem Geist. Und weißt ihr, wer Gott ist? Der Geist ist Gott. Ich glaube, fragen, was wir tun, ist, wir stellen uns Leben so an und glaube, nach, hey, jetzt komm mit. Ich sage, auf dem Weg, du komm mit und du bleibst in Staub mit mir. Aber was wir sollen tun, ist, wir sollen sein, was das Gott. Wo stoppt Gott wieder? Wo wandelt Gott und dann in Staub bleiben mit ihm? Da meint nach Mutter, wir müssen uns spauden. Da meint nach Mutter, wir müssen klein bisschen langsam gehen. Wenn dort ist die Speed, was den Jesus uns leiden wird. Und das meint fragen dann, dass wir Zeit nehmen, wie slowen Dinge durch, so dass wir können von Jesus hören. Wie sind knotische Menschen, wie sind Mennoniten, wie sind Ferken so abgespielt. Wir rennen von einem Denken und einem anderen. Und dann wundern wir Ferken, woran redet Gott nicht nur mich? Das ist ein bisschen, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen haben mal probiert, eine Diaper spazieren haben mit einer Person, wenn die bei einer sehr, sehr Leute steht sind.
Oder vielleicht, weil je wat taub kicken auf dem TV, oder je kicken wat taub auf dem TV, und je hat ein Phone in der Hand, und dann prüft je früh oder den Morgen, je prüfen wat zu sein. Was schafft das? Schafft nicht so gut. Wegen wir kicken durch, und wir haben ein Phone in unserer Hand, und dann prüfen wir zu hören, was uns Partner sein wird. So erst als erfahren gleich, wenn wir prüfen uns aufzumerken, zum Jeist hören. Wir haben es so drauf, und es sind so viel, das ist so viel Lüder an uns, dass wir können nicht hören, was der Jeist sein wird. Und ich will uns von der ermutigen, der Jeist, der redet zu uns. Weil gleich viele von uns haben es zu Lüd. Wir stehen uns Leben zu drauf an, so dass wir können nicht hören, was er sein wird zu uns. Wir müssen dann auch uns hart aufmerken, so dass wir beten tun, dass wir uns aufmerken tun, dass der Jesus kann uns reden und auch anstehen für uns. Römer Kapitel 8, 26, 27 Vers sagt es dort. Und gerade so helpt der Jesus uns in unsere Schwachheiten. Wegen, wir weiten nicht mal, wo so reich beten sollen, aber der Jesus bet für uns mit unseren Gefallen, mit seinen Gefallen, dort wir nicht wird dafür haben. Und Hij, der uns Horten ungesegt, weit wird in Jesus im Sinn haft. Wegen der Jesus bet für der Herr Duno, aus Gott dort gefällt. So hij sagt, wir sollen wandelt im Jesus. Und an der zweiten Part sagt er, woran wir in Jesus wandeln sollen. Er sagt, dann wo je dort nicht daunen, wo nur dort Fleisch gelästert wird. Wir als Christen, ich glaube alle von uns, wenn wir in der Tausch stehen, dass wir Hand in Kampf mit sind. Wir Hand in Kampf mit dem Verlangen, was in Fleisch sind. Dat als durch die Jesus, dat wir even Hand haben über die Sinn und über das Fleisch. So, was ist das Fleisch? Das Fleisch in der Bibel redet von der Part von uns, was die Sinn-Natur hat. So, die Bibel lehrt uns, dass wir sind in Sinn geboren, unsere Natur erst sind. Wir sind Sünder. Wir sind jährlich dort geboren. Aber wir haben 2 Part zu uns, oder 3 Part sein. Wir sind körperlich, dort ist uns Fleisch, dort ist, wo unser Sinn wohnen, dort, wo unser Verlangen und Drief ist, und uns Jeist. Wenn wir geboren sind beide jästlich dort. Wenn wir weiter geboren sind, wird uns Jeist, dort alles Jeist, was Sünde ist, wird rückgenommen, und der Herr Jeist sagt in nie Menschen in auch, der Jeist lebt in uns. Er ist die Garantie. Er ist der, wer uns wiesen wird, dass wir Gott sind. Aber uns Körper, uns Fleisch, unsere alle Verlangen, was wir haben, die sind noch. Die wollen da sein, bald wir sterben und Gott uns nie Körper geben wird. So unsere Bodygeburt hat, und wir würden gerne sein, 2 Part. Unser Jesus wird Bodygeburt, und wenn wir Jesus Christus annehmen und wir die Radung kriegen, der haben, der nächste Part von uns war die wird kommen, wenn Jesus wird zurückkommen und wir wollen abgewagt worden, so dass wir nie Körper haben. Und dann wird es kein mehr Fleisch sein. Dann wird es kein mehr Verlangen sein für Sinn. Aber von dieser Zeit bis der Zeit leben wir noch in diesem Körper und wir wollen einmal in Kampf haben mit Sinn und uns Fleisch. So, wenn wir wollen dann für Gott leben und nicht für das Fleisch leben, wir sollen im Jesus wandeln. Das ist nicht der, unseren innen Fleisch wirken, da wir wollen gewähren eben Fleisch. Das schafft nicht so. Ich glaube, viele von uns Christen haben keine gewähnt über das Fleisch, wenn wir probieren, das Fleisch zu gewähren. Und das gesagt wird verbunden erstmal das Fleisch, über das Fleisch gewähren. Und wir sollen im Jesus wandeln, lieber als in Fleisch. Und dann der 17. Vers redet dann ein klein bisschen von der Krieg, was der ist. Er sagt, willst du das Fleisch verlangt, gerade dort, was der Jesus nicht will. Und der Jesus will dort, wo das Fleisch nicht will. Der Bett sind arme, jungen Eva. Dort
je nicht doen wat je doen mochten. So wie hat in ons een kamp, wie hat in ons een Krieg. En Paulus redt wieder von dit, meer van dit in Römer Kapitel 7, 14 tot 24, redt hij van een kamp wat hij in zich heeft. Hij heeft een verlangen om wat Gott het doen. En dat is ons yes wat het verlangen heeft. Wie we waren geboren zijn, God heeft ons een verlangen gegeven. En ook de yes, de hele yes, schafft in ons, zodat we dat Gott het willen doen. Dat is waar de verlangen van komen dat. We zijn niet geboren en de yes schafft ook in ons. Maar we hebben een andere ook natuur in dat vlees. En die twee, die zijn jengen een orden. Die schaffen jengen een orden. En ik geloof, je kan zeer metfeilen, maar wat Paulus hier zijn dat. We hebben een verlangen te doen wat Gott is. Maar de verlangen voor dat slechte en de zin, en dat zin wil niet opgeven, dat is er ook. So wat zullen we dan doen, wanneer de kamp er is? Ik geloof dat eerst het is, we moeten in de ziet nemen. Want waar we ons willen. Waar we ons willen, dat we worden den Geist gehoorzaam zijn. Of waar we willen, dat we worden wieder in ons vlees wandelen. Ik geloof, viele van ons, we proberen beide zijden te spelen. Ik wil den Geist hingen volgen. Ik weet wat hij in mij deed. Ik weet wat hij schaffen deed. Ik wil harken naar wat hij zijn deed. Maar mij jeder zin best zij erschijnen. Dan hebben we een stap hier en een andere bein proberen we meer te gaan met wat den Geist schaffen deed. Weet je, Christen, vriend, dat schafft niet. We kunnen dit niet bad wij. We moeten ons dat entscheiden, wer en wem waar we nu volgen. Waar we den Geist nu volgen, of waar we dat vlees nu volgen. Wegen deze de schaffen jengen een orden. Jezus heeft ons dan een bijspel gegeven. Dat wanneer we in Jezus zijn, dan wandelen we in Jeist. De 18e vers zegt wieder, wanneer je van heel in Jeist regieren laten, heeft dat gezegd, je niets meer te zijn. Dat is niet dat de gezegd niet in plaats heeft van ons leven, maar dat is niet de gezegd wat ons drijven deed. Dat is niet mensen ruilen wat ons drijven deed. De Jeist brukt de gezegd om ons wijzen waar we leven zullen. De Jeist brukt de gezegd om ons wijzen waar kort we komen, maar de kracht is niet in de gezegd, de is in de Jeist. Jezus geeft ons een bijspel. Jezus, wanneer hij hier op je leven deed, hij wandelt im Glauben, hij wandelt im Geist. Je würden dan zo denken, waarom moest Jezus in Glauben, waarom moest Jezus in Geist wandelen? Wie hij een mens weer. En die worden zijn Eva en Eva in het Nieuwe Testament. Die worden zijn Jezus gaan tot den Vater. Zijn vertrouwen weer in den Vater. Hij deed dat wat den Vater verlangen deed. Hij wandelt im Geist. Hij wandelt im Glauben. En de Geist, de leidt Jezus. Matthäus Kapitel 4, die eerste vers zegt, dan wordt Jezus van Geist in de wildnis neergebracht, om door van bij zijn vriend verzocht te worden. Want wie wil meer als Jezus zijn, dit is een stad waar we aanvangen zullen. Jezus wordt van Heilige Geest geleid en wij zullen ook van Heilige Geest geleid. En dat is door de Geest en niet de gezegd, waardoor we leren wat de Bijbel ons leren deed. Jezus zegt in Johannes Kapitel 16, de 13e vers, hij zegt, aber wanneer de Geest de waarheid is komen wordt, die wordt je de volle waarheid leren. Dat is door de Geest, wat de Geest in ons schaffen deed, waar we de waarheid leren kan. En de Bijbel is zeer wichtig, dat we de Bijbel leren kan. Maar wanneer we ons leven müssen aanstellen, dan te de gezegd houden. Bus de gouden dingen doen. Leider is leren wat om de Geest, dat wat de Geest ons leren deed. Van de Bijbel. Wanneer we dat nu volgen doen, dat heeft veel meer kracht, als wanneer we dat door mensen kracht proberen te doen. Hier is een interessante ding.
wer hat die Bibel geschrieben? Habe ich mir immer gedacht? Ja, wir weten, dass Männer das schreiben, aber wer liest die Männer, oder wer redet durch die Männer? Das wird der Heilige Jeist. Der Jeist braucht die Bibel, um uns zu lehren, wo wir leben sollen. Das ist die Kraft, was durch das Leben jetzt wird, ist, was uns lehren wird. Nicht Menschenregeln, nicht Menschengesetze. Das ist Gott, sein Jeist und seine Kraft. Und dann wieder sagt er in 24, die Christus Jesus angehören, haben das Fleisch mit Lust und Leidenschaften taub gekreuzigt. Und hier redet Paulus von, wo er redet in Galata Kapitel 20, das zweite Kapitel 20 Vers sagt, es ist das. Ich sage mit Christus mitgekreuzigt, dort sie ehrlich nicht mehr ich, der lebt, dort als Christus, der in mir lebt. Dort Leben, dort ich hier im Fleisch lebe ich im Glauben an Gott sein Sehen. Der mir Gott wir und sich selbst für mich handjeft. So uns Fleisch, als mit Christus mitgekreuzigt. Wenn wir Jesus Christus angehören, sagt dort, dann hat Jesus Christus die Kraft, was das Fleisch über uns hat, nicht wahrgenommen, aber hat gewandt über dort. Wir haben sich über dort, durch Jesus Christus. So alles, was uns fehlen wird, um das Kampf überkommen, haben wir in Jesus Christus. Wie kann du nicht sein, Pastor Quentin, ich weiß nicht, wo ein großer Kampf kam mit das. Durch Jesus Christus, durch die Kraft, die der Heilige Geist uns geben wird, haben wir alle, die sich über sind. Wer wird das mal wörtlich annehmen, wer wird das mal begreifen? Jesus Christus, der, was er in den Geist hat getan, hat uns sich gegeben. Wir sind nicht Mennoniten, wir sind nicht Christen, was sollen rumgehen und sein, bei mir ist das nicht, ich bin bloß ein Sünder. Wir haben gewandt durch Jesus Christus. Wir haben Kraft durch die Heilige Geist, zum Wohnen, dass Gott das will. Nicht durch unsere innere Kraft, aber durch die Kraft, was Gott uns geben wird, durch die Heilige Geist. Und dann leben wir hier, dort wir sollen uns selbst untersuchen. So, wir haben ein klein bisschen geredet von, wo wir in Jesus sollen wohnen und wo wir sollen uns Fleisch aufsehen. Nu, Paulus lehrt uns ein klein bisschen, wo können wir nicht sein, unter wem seine Kraft wandeln wir. Paulus lehrt hier uns in 19 bis 21, was sind die Werke von das Fleisch? Und dann in der nächste Part erst, was ist das Frucht von den Heiligen Geist? So, wenn wir diese Dinge überlesen, dann wir sollen sein, wohnen, sterben, da mit meinem Leben. Sind das die Werke, die vom Fleisch kommen, oder sind das Frucht, was von den Heiligen Geist kommen wird? So wie ich sein, was er lernen wird von das Fleisch und Werken. 19 sagt, was das Fleisch für Werken hat, ist klar. Ich glaube, wir probieren uns noch selbst mal unterschmieren mit das. Wir glauben vielleicht, was sind das, was reich und was artig ist, das ist nicht mehr sehr klar. Ich glaube, das ist viel klarer, als was wir wollen haben, das soll sein. Gott hat das in vielen Weisen sehr klar ausgelegt in der Bibel, was Fleisch und Werken sind und was für die Frucht von den Heiligen Geist ist. Wir sollen das, glaube ich, bis unsere Unut merken und da klar sein, was er uns gesagt hat. Wir sollen uns selbst fragen, was sagt die Bibel? Nicht, was will wir haben, die Bibel so sein, was gleich wie die Bibel sagt, aber was sagt die Bibel? So Paulus sagt uns ein paar Dinge, was kommen dann, dort wiesen dann, dort sind Theken, dort sind Werken, was der Fleisch bringen wird. Erst sagt er, und er redet von, dat Fleisch und Werken hat mit unmoralischer zu tun. Er redet von Ehebruch und Huerie. Er redet von Unreinigkeit, Süden und Freten. Und in vielen Wegen, wie kann sein,
de werken van het Fleisch is dit. Wie dan wat allemaal ons Fleisch verlangen dit. Du hast een Hunger voor zin in ons Fleisch. Voor alles wat schwindet is. En alles wat God ons gegeven heeft, wat goud is, dat verdrennen, dat verschwindet brengen. Dat wil met zijn hier, wat hij hier ableiden deed, wat werken zijn van Fleisch. Hij zegt, Hebruch en Hurie. Ik geloof een ding wat we verstaan zullen van seks is dit. God heeft seks gemerkt, hij heeft het gegeven, voor morgen früh we bevrijd zijn. En dat is zeer, zeer goed. En dat is zeer, zeer schijn. Wat zijn de werken van het Fleisch? Die neemt dat wat God goed gemerkt heeft, dat verdrehen zodat het schwinsch wordt en dat wordt misbruikt. Zodat dat bus zelfzechtig is. Support van deze werken is dan dingen zoals pornografie. Oder nicht treu blijven tegen zijn partner, wanneer we bevrijd zijn. En een partner voor zichzelf nemen, wanneer we niet bevrijd zijn. En dan het laatste poort, zuipen en vreten. Wanneer we ons ganz handgeven doen voor alcohol en drugs en eten. En dus geen zelfsharfschen gaan. En wie dus voor ons in Fleisch leven doen, dat is een bewijs dat we onze Fleisch zijn en niet onze Jeist. Nog een Fleischwerken is in 20 tevoren, zegt hij, afjetterie en zoberie. Dit heeft te doen met bij zijn Jeester nog volgen. En afjetterie meint dat we merken een afjetten van dingen. Is dat vielleicht onze arbeid, is dat vielleicht geld, is dat vielleicht bij zijn Jeester aan te beten. En ik weet, wie is het dietje, wanneer we aan dit zoberie denken, dan we zeggen, oh, dietje wil niemand zo doen. Maar ik geloof, wanneer we dat onderzoeken, vele van ons dietje hebben vele zoberie dingen wat we matchlapen doen. Wegen actes en prediker hebben veel van dat ongegaan, maar bij zijn Jeester te doen gaan. En wanneer je van die iets wat met zo'n te doen gaan, ik vrees je, zei dat af, dat is zeer geestelijk gefährlich. Je wordt je leven verdorven door met. So dat is een werken van het Fleisch. En dan wieder zijn we zin van oja. Worden zijn sins of anger. Hij redt van haat. Hij redt van moord. En dit zijn zin wat een hart has. Een hart is een zeer harte ding. Wat we in hart drehen doen. Een hart ging een andere persoon. En Jezus leert ons, wanneer we hart in hart hebben, dat is zoals wanneer we de mensen ombrengen doen. En dit is een werk van het Fleisch. Dan zegt hij ook wat. Hoeveel van ons hebben niet een kamp met wat? En hier is een onderscheid tussen wat en oja. Oja is een geval wat God ieder persoon heeft gegeven. En dat is goud en dat is reich, want dat reich wordt gebruikt. Maar wat is niemands reich? Wat is een oja wat uw controle is? Wat is zo'n wat zo brandend dat ieder persoon vernichtend dat waarom er is? Wat is, zoals ik zei, een oja wat geen controle heeft? Dan wieder zegt hij ook afgangst en hebzucht. Dit heeft afjansig zijn. We würden sagen, ik wil niemals trouble hebben met dit. Ik ben demütig. Ik kan niet afgangs, ik kan niet hebzucht. Ik geloof, wanneer we ons hart onderzoeken, dan vele van ons hebben trouble met dit. We zijn waar de onder Noba, onder persoon in de kerk zich ophouden dat. En we hebben spiet even aan. Leven aan het opheven, leven aan het aansporen. Leven dat we ons vrienden er steed, hebben we leven afgangs en hebzucht. En dit is niet een werk van de Jeist, dit is een werk van het Fleisch. En ik geloof, we kunnen dit taupbingen, maar dat nächste nodig zijn. We denken best van onszelf. Die dat denkt wat we zijn, dat redt best van wer we zijn, wat we willen, wat we gaan doen en we brengen onszelf op. Dit is een werk van het Fleisch en niet van Jeist.
Unbändigt Leben. Wo viele von uns haben mal gesagt, die wollen mir nicht sein, was ich kann tun. Die sind nicht Boss über mich. Die hängen an sein. Dort erst in Worken von das Fleisch. Zank und Spallerie. Wenn wir einmal so gesonnen sind, wir werden dann streiten, wir werden dann spalten, wir werden fetten, wir werden spielen, wir werden Zank haben, das ist ein Werk von das Fleisch. Und dann sagt er wieder, und so wird mehr. So, wenn die Dinge, die wir hier abnehmen, das Werken von Fleisch sind, nicht passend sind, dann sind noch viel mehr Dinge, die sind und dann schaffen das. Aber das ist nicht das einzige Ding, was Paulus hier abnehmen wird. Er redet auch noch von der Frucht, was von dem Jeist kommen wird. Paulus gibt uns hier eine sehr klare Warnung. Er sagt, ich habe Ihnen dort einmal gesagt, aber ich sage Ihnen dort noch einmal. Die so wird, daunen wollen, die Gott sein Recht nicht nachkommen. Da glaube ich, wir müssen sein, dass wir das Vers recht verstehen. Wenn wir das Fleischwerken in uns Leben haben, dann müssen wir uns Unger segnen, uns Hort Unger segnen. Und er sagt hier nicht, dass wir nach Mol diese Dinge tun, aber er sagt, so wird daunen. Und der rechte Weg zu verstehen ist, wenn wir uns Leben taujeven tun, dann ist das Leben. Das ist dort, was uns kontrollen wird. Dort ist ein Beweis, dass der Jeist nicht in uns schaffen wird und vielleicht der Jeist nicht in uns ist. Und wir tun gut, dann das ernst nehmen. So, wenn wir das sein tun, und wir diese Sünden wirken sein tun, wir sollen das ernst nehmen. Dort wir sure merken, dass wir im Jeist sind. Der nächste Part weist er uns, diese Liste ist eine viel bessere Liste. Er sagt, er ist eine Frucht, was kommen wird, durch die Jeist seine Arbeit in uns. Das ist eine Frucht. Und wir wollen, wenn wir in englische Botschaften hören wollen, und in Juni, wo wir in der deutschen Andacht, die Herr Jeist, die Gaven, was der Jeist uns geben wird, wir wollen das durchkommen. Das ist ein Unterschied zwischen der Herr Jeist seine Gaven und der Herr Jeist seine Frucht. Die Gaven gibt uns ein Geschenk, so dass wir in der Tag mitnehmen können. Dat Frucht ist dort, wo er in uns schaffen wird, dort ein Beweis ist, dass der Herr Jesus uns schaffen wird. Krank so, ist dort ein Beweis ist, wenn wir die Sinn in uns Leben sein, dass der Fleisch noch Hand hat über uns. So, das ist dann wichtig, dass wir verstehen, dass es nicht, dass der Frucht den Baum bringen wird, der Baum bringt die Frucht. Das ist nicht, dass wenn wir die Frucht von den Jesus in ons in het leven uiteven doen, dat God dan ons wat de Jeist geven. De Jeist komt eerst en de vrucht komt van de Jeist. Dat is sehr wichtig, dat we het verstaan doen. Wenn ik gleich viele von uns Christen proben, durch dat vrucht uiteven, durch ons in het Fleisch, dat Fleisch wat de Jeist dan in mij aankomen. De rechte Weg te verstaan is dit. Wenn wir uns hingeben der Jesus, wenn wir wahrgeboren sind, dann ist der Jesus in uns. Und wir sollen uns hingeben, nur der Jesus, was in uns ist, so dass der Jesus kann seine Frucht utarbeiten in uns. Ich glaube, ein Beispiel, was wir dann können finden, ist das. Viele von uns haben vielleicht mal, oder die schaffen von der nach ab in Engels sagen wir Orchard, wo die Apfel sind und all verschiedene Frucht. Was der Jeist tut in uns, ist er tut beim Saaten. Dann ist das unsere Aufgabe, dass wir die Form arbeiten, dass das Frucht kann kommen. Das ist unsere Aufgabe, dass wir schon merken, dass die Bäume, die geplant sind, dass die Frucht bringen wollen. Dass alles, was ein Stich ist, wird rückkommen zum Frucht bringen. So, was bringt der Jeist in uns? Was für Frucht bringt der Jeist? Die erste Frucht, was der Jeist bringen wird, ist Leben. Der größte Zeichen, dass der Jeist in uns schaffen wird, der größte Frucht, ist, dass wir Leben haben. Warum ist das?
Gott als Life. Der Heilige Jeist als Life. So, wenn wir die Frucht von den Heiligen Jeist haben, das erste Ding, was Menschen sollen sein in uns, ist, dass wir eine tiefe Life haben. Wir haben ein Life für alles, was Gott ist, und wir haben ein Life für Menschen. Wir haben ein Life für Menschen, dass Gott ein Life hat für Menschen. Das ist nicht unser Life, das ist Gott sein Life, was er durch uns arbeiten wird. Und das zweite ist Friede. Wir als Christen sollen uns freuen. Wir sollen nicht rumgehen und tun uns, dass das armer bis traurig ist. Und das Johnny sein, dass es sind Zeiten, wo das schwer ist und wir fühlen uns bedrückt und wir fühlen uns toll. Aber die Frucht von den Jeist meint, dass man das Zeit, das Friede, was in uns ist, das wird rückkommen. Wir wollen uns freuen. Und wenn wir uns Leben anstellen, dann in Jeist wohnen, ich weit uns Wort das schein gehen. Nächste ist Friede. Wir haben Friede mit Gott. Und nu sollen wir Friede haben mit anderen. Wir sind versöhnt mit Gott und wir sollen uns versöhnen mit anderen. Der nächste Frucht ist Geduld. Wir sollen geduldig sein mit uns selbst und mit anderen. Und ich glaube, viele von uns, wie wir Älteren sind, vielleicht ein bisschen jünger ist, die Frucht von Geduld, was uns fehlen wird, ist, wenn wir mit unseren Kindern sind. Uns fehlt die Frucht, sodass wir keine Geduld haben mit unseren Kindern. Und dann Freundlichkeit, Gelindigkeit, dass wir freundlich sind. In Englisch sagen wir Kindness and Gentleness. Wir sind leibtollig. Wir sind nicht heuisch, aber wir tun mit Leibtolie und Freundlichkeit Menschen behandeln. Und dann goedgezonnen sein. In Englisch sagen wir Goodness oder Wholesome. Hat jemand eine Person bekannt, wo wenn je mit dem Mensch taub sind, je denkt, dass es ist keine schwinche Rede. Hier ist alles bis alle abrechtig. Das wird rein mit der Person. Nicht als eine Frucht von den Heiligen Geist. Wenn man das eine Person ist, das jetzt scheint, wenn alles gut ist und gut gesonnen ist. Das ist nicht schwinche Rede, das ist nicht Sang, das ist nicht Spiel. Das ist nicht negativ reden. Das ist positiv sein und von Gott reden. Und dann Selbstbeherrschung. Wie weiten, wie wir in Jesus sind, wann wie Nähe kann sein und wann wie Jo sollen sein. Dann sagt Paulus wieder, er sagt, jenen Sonne ist der Satz nicht. So, ich würde noch viel mehr kann sein, was er meinen wird, aber gleich der meint er das. Jesus kam und er verbracht die Satz, dass er vollkommen wird. Der erfüllt er die Satz. Und dann sieht Jesus, der größte Satz ist das. Lieb Gott, lieb Menschen. Und jenen diese zwei ersten kleine Satz. Aber der zweite Punkt ist, auch der Satz, was im Alten Testament ist, wenn dort viele Dinge aufsehen, der Satz sieht nicht auf von den guten Dingen, was hier ab sein wird. So wir sollen aufrichtig leben und dort beweisen, dass die Frucht in uns ist. Lukas Kapitel 6, 43 und 44 sagt das. Wils een gouden boom draagt niet schlechte Frucht. En een slechte boom draagt ook niet goede Frucht. Jeder Baum ist an zijn Frucht te kennen. Eine Plek nicht vielen von Distren oder Wiendrüben von einem Traumbeerbusch. So er sagt hier, den Baum, was das ist, wird nicht in ordentliche Frucht bringen, von was das ist. Wenn das ein Apfelbaum ist, wir wollen nicht Wiendrüben von Platten. Wenn der Wiendrüben plant ist, wollen wir nicht Apfel platten. So ist es in uns. Wenn der Jeist in uns Kontrolle hat, dann wollen wir nicht Sinn platten. Aber wenn wir uns ganz hingeben, dann unser Fleisch,
dann wo wir jetzt Frucht auch nicht plagen. Wir müssen entscheiden, wer wo wir Kontrolle geben in uns Leben. Dat meine ich, dass wir nicht proben, dat uit te eiven, der kann ihnen Kraft, der Frucht, was wir wollen sein in uns Leben. Dat meint, wir geben uns ganz an zu Jesus und sein Jeist, so dass er uns kann kontrollieren. Sag wel von der uns ermutigen mit das. Wenn je das horchen, dann je noch nicht geboren sind, dann ist es unmöglich, dass je den Heiligen Geist seine Frucht kann haben. Wenn den Heiligen Geist erst bloß in dir, wer Jesus Christus angenommen hat, und die Errettung durch Jesus Christus haben. So das ist der erste Punkt. Wenn je noch nicht Jesus Christus kann, von der erst den Tag, dass je ihn abmerken tun. Die Bibel lehrt uns, dass wenn wir uns bekehren tun, wenn wir uns hingeben tun, der Herr Jesus kommt und er lebt in uns. So das ist der erste Punkt. Wie wir in Christus sind, wie wir geboren sind, wir haben alle den Heiligen Geist. Keine Person wird geboren als ohne den Heiligen Geist. Der ist in uns. Und wir dann müssen entscheiden, welchen Frucht, wo wir abbauen. Wo wir das Fleisch noch folgen, und wo wir dort noch wandeln, was der Geist in uns will tun. Wir schließen mit einem Gebet. Jesus Christus, wir sind dankbar. Von der können wir vielleicht ins Spiel checken und wir können mir klarer sein, wer wir sind in dir. Wir können mir klarer sein, was von Frucht der Geist bringen wird und was von Frucht der Fleisch bringen wird. Gott, ich bete, dass du wirst in deiner Gnade uns die Kraft geben, um uns hingeben. Dass die Frucht, was in Jesus kann, was in uns auch ist, kann rübergebracht werden und klar schien für die ganze Welt zu sein. Wir beten alle das in Jesus' Namen. Amen.